Biografien sind niemals stromlinienförmig, ihre Verästelungen nicht vorauszuahnen und nicht selten schlägt der Zufall zu. Oder ist es Gott, der die Lebensbahn lenkt? Wir fragen nach, hier im Haus der Religionen in Bern. Gott sei Dank, würde Schwester Veronika wohl sagen. 2002 heiratete sie ihren Mann, Jesus. Seither ist sie als Freelance-Nonne unterwegs, arbeitet als Gefängnisseelsorgerin und Beraterin für psychische Gesundheit. Mit 11 Jahren kam Juristin und Nationalrätin Sibyl Arslan aus Ostanatolien in die Schweiz. Mit im Gepäck hatte sie eine naturverbundene Religion, die hier kaum jemand kannte. Alexandra Kruse schreibt und greift nach den Sternen. Horoskope und Astrologie sind ihr Ding. Und sie erklärt es allen, auch jenen, die nichts von Horoskopen halten. Mit 19 war er zum ersten Mal in Indien. Heute lebt, betet und arbeitet Krishna Chandra mit einer kleinen Gemeinschaft in einem Ashram in den Tessiner Bergen. Und der Kinohit Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse ist nicht Thomas Meyers eigene Geschichte, aber mit Brüchen, auch religiösen, kennt sich der Schriftsteller und Drehbuchautor bestens aus. Ja. Und hier ist er jetzt, Thomas Meyer. Herzlich willkommen auch Ihnen zu Hause. Ja, Herr Meyer, in einem Ihrer Bücher schreiben Sie, ich bin Vater, Schriftsteller und Jude. Diese 3 Charakteristika machen mich zur Hauptsache aus. Hinsichtlich des Judentums verwundert mich das selbst immer wieder, denn Religion bedeutet mir eigentlich nichts. Warum denn ist das Judentum so konstitutiv? Schon praktisch, dass ich Ihnen den Opener schon hingeschrieben habe. Was war die Frage? Entschuldigung. Weshalb ist das Judentum denn so konstitutiv für Sie? Weil es halt mehr ist als eine Religion. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft. Es ist ein Stamm. Es ist eine Identität, die einem mitgegeben wird und die zu einem guten Teil durch die Ausgrenzung geprägt wird. Was meinen Sie damit genau? Wer jüdisch ist, versteht, was ich meine, und die anderen werden es nie ganz verstehen. Man wächst damit auf, mit der Wahrnehmung, dass man einer Gruppe angehört, von der die anderen nicht allzu viel halten, üblicherweise. Und das ist etwas, was die Eltern, also in meinem Fall die Mutter. Also Ihr Vater war reformiert, Ihre Mutter... Mein Vater ist die christliche Seite, aber auch er hat Ausgrenzung erlebt wegen seiner jüdischen Frau. Meine Großmutter und meine Mutter und meine Tante wurden massiv gequält und ausgegrenzt. Und das ist halt etwas, was präsent ist, was erzählt wird. Und später macht man dann die eigenen Erfahrungen und sieht es bestätigt. Ihre Mutter hat ja, ich finde das ganz interessant, oder? Sie sagen zum einen Ausgrenzung und Ihre Mutter wollte Ihnen aber schon auch die Religion eigentlich weitergeben, oder? Also Sie gingen auch zusammen, versuchte es. Sie gingen ja zusammen auch in die Synagoge, glaube ich. Sie haben auch gewisse religiöse Feiertage gefeiert. Also wir gingen nicht zusammen, sie hat mich einfach mitgenommen. Aha, das ist ein Unterschied. Ja, ich war ganz klein und ich glaube, meine Mutter wäre eigentlich eine religiöse Person. Und die Hoffnung war offensichtlich, dass ich da auf diesen Zug aufspringe. Aber ich konnte nie was damit anfangen. Diese Aufenthalte in der Synagoge waren mir fremd. Ich habe nicht verstanden, warum man da überhaupt hingeht. Warum man aufsteht und sich setzt und wieder aufsteht und sich setzt. Und warum man in diesen Büchern liest, die ich nicht lesen konnte. Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es bis heute nicht. Und Sie haben dann aber trotzdem sich begonnen, wirklich mit Ihren jüdischen Wurzeln auch zu beschäftigen. Sie haben neben ein Buch geschrieben, das wir zuvor gesehen haben, Wolkenbruchs wunderliche Reise. Wurde auch verfilmt, unheimlich erfolgreich beides. Weshalb haben Sie sich denn damals entschieden, sich damit intensiv zu beschäftigen? Eine kurze Anmerkung, wenn ich darf. Das Buch und der Film waren sehr erfolgreich, aber ich bin deswegen kein Multimillionär. Das wird oft abgeleitet. Habe ich nicht gesagt, es ist auch nicht themenrelevant. Ich muss noch mal nach der Frage fragen, entschuldigen Sie bitte. Weshalb haben Sie sich entschieden, damals sich so intensiv mit dem Judentum zu beschäftigen? Das war kein Entscheid in diesem Sinne. Natürlich, mit Ende 30 sucht man ja immer noch seinen Platz in der Welt und in sich selbst. Mich hat es selber überrascht. Ich hatte diese Idee,
Nein, erst war es ein Wortspiel. Ich dachte, Wolkenbruch wäre eigentlich ein ganz lustiger jüdischer Name. Und dann hatte ich diese Vision von diesem jungen Mann, der sich in eine nicht-jüdische Frau verliebt. Und das ergab ein wunderbares Spannungsfeld. Und ich habe das aufzuschreiben begonnen und habe alle jiddischen Begriffe, die mir präsent waren, aus der Familie da reingepfeffert. Und dann fand ich, das kann ich, glaube ich, weiterschreiben. Das habe ich dann getan. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben sich dort damit beschäftigt, haben als Kind aber eigentlich mit Religion nichts anfangen können, wie gehen Sie damit eigentlich selber um, wenn Sie jetzt ein Kind haben? Sie haben nämlich einen Sohn. Geben Sie das auch weiter oder wie geben Sie das weiter? Ja, er ist ein sogenannter Vaterjude. Also weil der Vater einfach Der Vater ist jüdisch, aber die Mutter nicht. Matrilineare Religion? Nach der Halacha genügt das so nicht. Erst im Reformjudentum wurde festgelegt, dass so eine Person, wenn sie denn will, auch jüdisch ist. Und ich habe ihm das in diesem Sinne angeboten. Ich habe mehrmals gefragt, möchtest du dich damit auseinandersetzen? Ist das für dich interessant? Und er hat verneint, und zwar bis zum 7. Oktober des letzten Jahres. Bis zum terroristischen Ja, das hat ihn, wie uns alle, brutal aufgewühlt. Und er hat dann, als ich in der Zeitung las und er viele Fragen dazu stellte, hat er mich gefragt, was haben wir Ihnen getan? Und das war das erste Mal, dass er sich so zuzählte mit diesem Pronomen. Und ich habe ihn gefragt. Was haben Sie gesagt dazu? Ich war natürlich auf eine ganz spezielle Weise berührt und überrascht. Ich habe ihn gefragt, ob er sich denn nun auch zugehörig fühle, und er hat gesagt, ja, nach dem schon. Und das bestätigt mein eigenes Erleben. Es war Daniel Cohn-Bendit, der gesagt hat, die Antisemiten haben mich zum Juden gemacht. Ich kann das gut nachvollziehen. Es ist in diesem Sinne eine Aufgabe, die an einem herangetragen wird. Wie gesagt, mir wäre es Schnurz, aber für die anderen ist es in vielen Fällen ein großes Thema. Und das zwingt einen in eine Verteidigungsposition, die man so nicht sucht, aber man hat nur die Wahl zwischen, ich ignoriere es, ich tue so, als wäre das nichts passiert, diese Sprüche und Witzlein, oder ich sage was dazu und dann wird das Leben ziemlich kompliziert und auf bestimmte Strecken auch einsam. Sie haben jetzt davor gesagt, mit Religion können Sie eigentlich nichts anfangen. Aber mit dem Göttlichen können Sie was anfangen. An das Göttliche glauben Sie. Was heißt das denn? Ich finde, und damit wage ich mich jetzt etwas aufs Glatteis hinaus vermutlich, ich finde, Religion ist Spiritualität für Faule. Es ist ein vorgegebenes System, zu dem man sich bekennen kann. Das ist ja im Judentum etwas anders. Aber wenn Sie jetzt als Nicht-Jüdin da mitmachen möchten, dann wird es etwas anstrengend. Also das Missionarische fehlt komplett. Weil es eben sozusagen vererbt wird. Ja, also man kann das durch einen aufwendigen Prozess, kann man das schon auch zugesprochen bekommen. Aber Religion funktioniert für mich nicht. Ich finde, es gibt durchaus eine Welt, die wir nicht sehen und nicht verstehen. Das habe ich am eigenen Leibe immer wieder erfahren auch. Aber ich verstehe nicht, inwiefern Religion das überhaupt berühren soll. Es ist ja wie ein Buch, das man sich ins Regal stellt und sich dann belesen fühlt. Aber können Sie das etwas genauer sagen? Also Sie haben jetzt gesagt, Sie hätten das selber auch schon erfahren. Wie haben Sie das denn erfahren? Ja, wie hat sich das angefühlt? Es gibt diese Dinge, die wir alle erleben, nämlich wir denken an jemanden und die Person meldet sich sofort in dem Moment. Oder beide denken dasselbe und sprechen dann darüber. Das ist für Sie göttlich? Auf jeden Fall, das gehört für mich in die unsichtbare Welt. Und es ist so häufig und so deutlich und intensiv, dass ich das nicht dem Zufall zuschreibe. Und ich hatte in mindestens 2 Fällen eindeutige Jenseitskontakte. Können Sie uns etwas mehr davon berichten? Ja, es ist nicht ganz einfach davon zu berichten, weil es so persönlich ist. Aber ich kann es beschreiben. Ja. Es gibt Leute, die sehen dann die Verstorbenen, andere hören sie dann wirklich. Für mich war es einfach eine überzeugte
spirituelle Erfahrung. Ich habe das wirklich so erlebt und es gab keinen Zweifel für mich. Und im einen Fall wurde mir tatsächlich so abgefahren, dass jetzt klingen mag, eine Botschaft mitgegeben für die Hinterbliebenen. Von einer Verstorbenen an Sie kommuniziert. Genau. Und diese Frau hatte ich glaube, einmal gesehen. Also die gehörte zu einem Freundeskreis, an dessen Rande ich stand. Aber wir hatten nie was wirklich miteinander zu tun gehabt. Und es war dann, warum auch immer, meine Aufgabe, diese Botschaft in diesen Freundeskreis zu tragen. Und seitdem bedeutet das für Sie, es gibt sowas wie ein Jenseits? Ja, ich weiß nicht, ob Jenseits das richtige Wort ist. Für mich ist es wirklich die unsichtbare Welt, die auch schlicht zu groß ist in ihrem Wesen, um sie zu verstehen. Die Indigenen in Amerika, die Sioux, haben immer noch, aber man muss ja leider in der Vergangenheit sprechen. Für die hieß das Wakantanka, das große Geheimnis. Und für mich ist das die beste Beschreibung dafür. Und ich verstehe nicht, warum man ein Gotteshaus bauen muss oder irgendein Ritual abhalten, um mit diesem großen Geheimnis in Kontakt zu treten. Wie treten Sie denn selber mit diesem großen, anderen Geheimnis in Kontakt? Ja, es ist ja immer da. Und durch all die Erlebnisse und auch durch meine Überzeugung, dass es da ist, spüre ich es auch deutlicher. Die Familie Meyer hatte übrigens einen Hund, den Herschel. Der war schon alt, als er zu uns kam. Und ich glaube, seit 3 Jahren oder 4 ist er nicht mehr bei uns, aber er ist noch bei uns. Und das berichten auch alle. Also meine Mutter sagt immer, der liegt noch da, und ich denke manchmal, jetzt ist er da vorbeigegangen. Ich denke nicht, dass das Wunschdenken ist oder Rührseligkeit oder sowas, sondern eine unüberprüfbare Tatsache. Vielen herzlichen Dank für dieses offene Gespräch, Herr Meyer. Schönen Abend. Ja, sie steckte gerade zwischen der Matura und dem Beginn ihres Kunstgeschichtestudiums, als sie ihre Berufung zu Gott erlebte. Heute lebt Schwester Veronika Ebnöter zwar nicht in einem Kloster, aber ihr Leben stellt sie ganz in den Dienst des Herrn. Warum tut man das, Frau Ebnöter? Einfach eine Berufung. Ich hatte einen Moment, wo ich in einer Kirche saß, natürlich meine gewisse Vorbereitungszeit, und da habe ich wirklich etwas erlebt, das von einer anderen Welt gekommen ist, ein Ruf von einem ganz persönlichen Du von Gott. Und das hat mein Leben umgekrempelt. Darum habe ich es getan. Können Sie mehr dazu sagen, was das für ein Ruf war? Also ich saß vor dem Tabernakel in einer katholischen Kirche in Zürich, und da ist ja nach katholischem Glauben dieses Brot aufbewahrt, das Allerheiligste, das Jesus ist. Und ich habe irgendwie nonverbal mit ihm kommuniziert, so diese Präsenz gespürt. Und plötzlich kam da von diesem Ort aus ein Ruf, nicht ein Ruf, aber eine Einladung, den Weg mit ihm zu gehen in einer ganz persönlichen Beziehung. Es war keine Rede von Schwester oder von Kloster oder so, aber es war die Einladung zu einem innigen gemeinsamen Weg durch das Leben für ihn, für die Menschen. Weshalb glauben Sie, haben gerade Sie diese Berufung erhalten? Keine Ahnung. Ich hatte andere Pläne. Ich weiß nicht. Was hätten Sie für Pläne gehabt? Ich wollte studieren. Habe auch damit begonnen dann. Ich wollte heiraten, ein ganz normales Leben, vielleicht Familie. Ja. Das war vor 30 Jahren. Sie haben sich dann mit irgendwie 8 oder 29, glaube ich, auch entschieden, wie der Weg aussehen soll. Sie wurden zur geweihten Jungfrau. Das bedeutet auch ein zölibatäres Leben. Sie wurden vom Bischof geweiht, aber eben nicht in einem Kloster lebend, sondern alleine und deshalb auch für den Lebensunterhalt selber aufkommend. Wir kommen gleich noch auf die Tätigkeiten, die Sie dafür tun. Aber mich würde noch interessieren, wie haben die Eltern reagiert? Ja, ich habe es zu Hause irgendwann dann mal erzählt beim Abendessen. Wir sind 5 Kinder, ich bin die Jüngste, waren
4 waren da und die Eltern. Ich habe dann einfach gesagt, ich habe eine Berufung zur Schwester, so mitten reingeplatzt in all diese politischen, akademischen Gespräche, habe ich das so bin ich reingeplatzt und da war einfach Schweigen und ich bin dann irgendwann weinend in mein Zimmer gegangen, weil es zu viel war, diese Antiresonanz, die ich da gespürt habe. Und dann ist meine Mutter später reingekommen und hat gefragt, ob ich eine Berufung hätte zur Krankenschwester, weil sie selber auch Krankenschwester, wie man damals sagte, war. Und ich habe gesagt, nein. Und damit war das Thema eigentlich für immer begraben. Es wurde nie mehr darüber gesprochen. Sie sind allerdings an die Weihe gekommen. Aber es klingt schmerzhaft. Ja, ich war es irgendwie gewohnt, diese Form von Resonanz zu spüren zu Hause. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie von Resonanz sprechen, was Sie für eine Beziehung zu Gott haben? Da geht es tatsächlich um Resonanz, um diese ganz tiefe Vereinigung mit ihm. Also ich glaube, Gott lebt ganz tief in der Seele des Menschen, jedes Menschen. Da wohnt er, da ist er präsent. Und ich glaube, meine Sehnsucht und die Sehnsucht des Menschen ist, damit in Resonanz zu gehen. Das ist Religio, das ist das Zurückbinden an Gott. Und das suche ich, dieses absolute Angenommen, diese Vereinigung mit ihm, dieses einander durchdringen. Aber Sie sagen, Sie suchen, das heißt, es ist fortlaufend, das hat man nicht einmal gefunden. Ich habe es mal erlebt. Das war wirklich vor 1997 hatte ich so ein Erlebnis, wo ich wirklich gemerkt habe, wie ich durchdrungen werde von diesem Gott. Das ist wie ein ineinander verwoben werden. Also diese Quer- und Längsfäden eines Tuchs, die sich selber bleiben, aber die zusammen ein Tuch bilden. So habe ich es erlebt, wie Gott mich durchwebt, wie eine Welle, die einen durchflutet. Also ein und mystisches seitdem, Erlebnis eigentlich. Ein mystisches Erlebnis? Ja, denke ich. Es war für mich einfach Realität. Und das kann ich abrufen. Das ist meine Gottesbeziehung. Damit lebe ich jeden Tag. Dieses mit ihm eins werden. Das sind wie zwei Liebende, die die Stirn aneinander halten und diese tiefe Verbundenheit miteinander spüren, diese Vertrautheit. Und das geht noch weiter, das geht in ein Ineinander durchdringen. Das klingt, als gäbe es keine Zweifel an Ihrem Weg. An dem nicht, das ist so persönlich. Aber an dem Ganzen Drum und Dran natürlich, ja. Drum und Dran meinen Sie die Institution selber? Nein, überhaupt nicht. Aber dieses, wie setze ich das im Leben um? Wo ist mein Weg? Wo möchte er mich haben? Was hat er mit mir vor? Wo soll ich mich einsetzen? Also Teil dieses Weges und wo Sie sich ja einsetzen, ist zum Beispiel im Gefängnis, in Graubünden. 2 Gefängnisse sind dort als Gefängnisseelsorgerin Gesundheit tätig. Und da sind Mörder, das sind Vergewaltiger. Mit welchen Anliegen kommen diese Menschen zu Ihnen? Wie können Sie ihnen dienen, helfen? Es kommt mit allem Möglichen, also mit Beziehungsproblemen, mit juristischen Problemen, mit zwischenmenschlichen Problemen im Gefängnis drin. Und überall immer wieder diese inneren Gefangenheiten. Oder in der äußeren Gefangenheit gibt es diese inneren Gefangenheiten. Was heißt das genau? Dieses Gefangensein in Rachegedanken, in Schuldgedanken, in das Gefangensein im Nicht-Geliebt-Werden, sich nicht geliebt fühlen. Wie helfen Sie denn diesen Menschen da raus? Ich versuche in diesem engen Setting, das ein Gefängnis halt nun mal ist, zu einer inneren Freiheit zu finden, zusammen im Dialog, zusammen einen Weg zu finden, in dem sie etwas von dieser inneren Freiheit spüren oder vielleicht sogar von diesem Meer, diesem Grund in ihrer Seele drin, etwas zu spüren, dass sie merken, sie sind geliebt, sie sind angenommen, egal was sie gemacht haben. Und dass nicht mal sie selber das zerstören können, dieses Geliebtwerden von Gott. Lernen Sie selbst auch etwas von diesen Menschen? Ja, sehr viel. Also es ist immer so ein Dialog auf Augenhöhe und die sagen mir auch ganz oft, geben die mir Feedback und ich
versuche das anzunehmen. Und ja, sehr viel. Die kommen natürlich aus einer Welt, die ich nicht bespiele. Und da gibt es ganz viel Interessantes. Sie arbeiten ja nicht nur mit diesen Menschen, sondern auch mit Menschen, die mit der Kirche nichts anfangen können. Es ist mir ein Anliegen. Also ich habe ja mit diesen inneren Gefangenschaften zu tun und ich denke, die Menschen draußen kämpfen mit ähnlichen Themen. Ich habe ein Gesprächsatelier von Menschen, die mit dem traditionellen Angebot der Kirche nichts mehr anfangen können. Ich möchte da einfach da sein, im Dialog, um etwas von dieser Sehnsucht nachzugehen nach dem Meer, das die meisten Menschen haben. Das Meer, die meisten sind irgendwie in guten Partnerschaften und trotzdem nicht erfüllend oder haben beruflich Erfolg und trotzdem fragen sie sich, was das? Und da steckt eine Sehnsucht nach dem Meer drin. Und das ist das, was ich ja ganz tief unten in mir fühle, dieses Meer, dieses Größere als dieses Leben hier, dieses Göttliche. Und da möchte ich die Menschen begleiten mit meiner Erfahrung. Aber weshalb wenden sich diese Menschen ausgerechnet an eine Schwester? Ich denke, da ist ein gewisses Grundvertrauen, die kommt von der Kirche. Ich bin nicht von der Kirche angestellt, aber da ist eine Schwester, die hat gewisse christliche Werte. Ich glaube, das gibt auch ein Grundvertrauen. Und sie lebt es irgendwie modern, scheint es. Vielen herzlichen Dank, Schwester Veronika. Danke. Vielen Dank. Andi Wolf, besser bekannt als Krishna Chandra, lebt seit er 19 ist als Mönch. Das sind nun über 35 Jahre. Er führt ein zurückgezogenes, stilles Leben mit einer kleinen Gemeinschaft auf 750 Metern über Meer auf den Hügeln des Centovalli im Tessin. Herzlich willkommen im Tal. Danke. Sagen Sie mal, wie oft sind Sie eigentlich so unten an Ihrem Berg, hier in der Stadt, im Gewusel? Ein paar Mal im Jahr, nicht so oft. Aber ich glaube, es gibt so ein Grundgelübde oder ein inneres Versprechen, das ich mir gegeben habe. Könnte ich es nicht genauso leben inmitten vom Gewusel, hätte ich kein Recht, in der Stille zu leben, in der Einsamkeit. So deswegen, ich glaube, es ist so ein wesentlicher Schritt im inneren Leben, nicht weltscheu zu werden, sondern immer mit 100%igem, aufgespanntem Bewusstsein auf alles hinzugehen und trotzdem die Sehnsucht in allem zu behalten. So, ich gehe vielleicht 3-4 Mal im Jahr. Und dann eben eigentlich auch als Probe kann ich das, was ich auf dem Berg gelernt habe, für mich auch in die Stadt, ins Gewusel mitnehmen. So verstehe ich Sie. Ja, es ist meistens für Austausch oder für Begegnungen von Menschen da. Aber ich glaube, wenn eine innere Verankerung da ist, dann kann es tatsächlich in allen Umständen auch gelebt werden. Und diese rückgezogene kontemplative Stille ist ein Privileg und ist eine gewisse Einfachheit, aber es ist unmöglich, sich zu vertiefen, wirklich, wenn es, im Sanskrit sagt man, ein Dvesha ist, eine Aversion gegen die laute Welt, sondern es ist mehr so ein Herauswachsen, im Frieden sein mit allem und dann tun sich neue Tore auf. Sie sind wohlbehütet aufgewachsen im Kanton Zürich. Sie waren aber mit 5 Jahren schon relativ aktivistisch unterwegs, waren Vegetarier. Sie haben dann eine eigene Zeitschrift gegründet. Wie wurde aus dem, sage ich mal, politischen Aktivist ein spirituell Suchender, der heute vor mir sitzt? Ich glaube, diese beiden Elemente von tiefem Widerstand, von einer Rebellion und einer Mystik, einer Hingabe gehören immer wesentlich zusammen. Ich bin selber geprägt, ganz tief auch von Bonhoeffer oder vielen Ansätzen. Dem Theologen Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ja. Und ich glaube, es ist so angefangen als 5-Jähriger
einfach gesehen, wie Menschen mit Tieren umgehen, diese Gleichgültigkeit, die sie haben und diese Empörung, dass so etwas geschieht und dass die Menschen das wissen, aber es ihnen egal ist. Das hat so wie ein Split gegeben vom Vertrauen in die konventionelle Gesellschaft. Das hatten Sie mit 5 Jahren, dieses Erlebnis? Das war ganz ein starkes Erlebnis und deswegen war es für mich immer ganz klar, eine der Grundlagen meines Lebens ist die Mitgeschöpflichkeit mit allen Wesen, was immer eine Gewaltfreiheit zu allen Geschöpfen, das auch eine vegetarische Ernährung mit beinhaltet. Das ist so wie eine absolute Grundlage. Und später hat sich dann die Rebellion mal auch politisch geäußert. Armeeabschaffungsinitiative war ich aktiv und Schülergewerkschaften, aber irgendwann gemerkt, ich möchte nicht einfach nur ein Aktivist werden. Vielleicht im Sinne von Wittgenstein, der sagte, selbst wenn alle Belangen hier erfüllt wären und wenn alles perfekt wäre, ist wie das Grunddrama einer Seele, eines Wesens immer noch genau die gleiche. Nämlich wie die kosmische Amnesie. Man hat vergessen, wer man wirklich ist, wer die eigentlichste Identität ist. So, und an dem Punkt war es für mich klar, ich möchte auch nach innen gehen, ganz eine heilige Begegnung und dass das immer auch ein rebellischer Ansatz beinhaltet, ist für mich heute auch klar. Unser Leben in der Einfachheit ist nicht nur kontemplativ, sondern ist auch tatsächlich eine Zeichensetzung einer anderen Lebensform. Und dann gingen Sie, bevor Sie jetzt zu dieser Lebensform gekommen sind, wo Sie heute sind, mit 19 Jahren nach Indien. Sie haben zu studieren begonnen, ein paar Wochen, haben das abgebrochen, sind nach Indien gegangen und das hat Ihr Leben verändert. Ich hatte vorher schon viele Kontakte, vor allem mit Texten von Indien, mit der Bhagavad Gita. Und es hat mich irgendwie, es war einfach ein Ruf. Und was mich dann in Indien tief, tief berührt hat, war, dass eine Spiritualität nicht einfach nur eine Deko ist fürs Leben hier. Hier läuft es wirklich ab und da ist Zentrale und Familie und Erfolg und Sicherheit sind die zentralen Werte. Und da kann man es noch mit Religion ein bisschen garnieren oder sogar die Religion oder sogar Gott noch dafür als Schützenhilfe anfordern. Der soll es machen, dass es mir hier gut geht. Das ist natürlich eine Instrumentalisierung eigentlich, aber. Ja. Und in Indien habe ich es umgekehrt erfahren. Es geht um diese Reise der ewigen Seele. Von mir in meinem allertiefsten, was mich ausmacht, der schon existiert hat, weit bevor dieser Körper inkarniert ist oder gekommen ist, der weiter sein wird, auch nachdem dieser Körper wieder weggeht. Und ich kann diesen innersten Faszinationsweg der tiefsten Sehnsucht, kann ich schon noch garnieren oder dekorieren. Das nennt man dann Familie oder Beruf. Aber das war wie eine Perspektive Veränderung. Und das ist, was mich in Indien sehr berührt hat. Und auch einfach die Begegnung mit Menschen, mit Sadhus, die das zutiefst leben und durchdringen. Und ich wusste, solche Begegnungen haben eine Konsequenz. Und die war dann? Die Konsequenz heißt, diesem Ruf nicht mehr die Augen gegenüber zu schließen. Und ich glaube, im Sanskrit sagt man dem Dharma. Wir alle haben einen ganz tiefsten Ruf als Seele, ein Erwartetsein Gottes zu dieser Seele. Und wenn ich das nicht lebe, das Dharma, dieser Urruf nicht lebe, gibt es in der Psyche schon mal einen ersten Niederschlag und das nennt man Unruhe. Die Unruhe im Geist ist nicht einfach etwas, das man mit ein bisschen Yoga-Übung und Atmen beruhigen soll, sondern es ist so wie das letzte Anzeichen, das Alarmsystem Gottes,
dass ich noch nicht mein Dharma, den tiefsten Ruf dieser Seele lebe. Ist dieser Ruf, den Sie jetzt mehrfach erwähnt haben, ist der individuell oder ist der universell? Also habe ich denselben Ruf wie Sie? Haben diese Menschen hier alle denselben Ruf? Ich glaube, es ist mal, weil wir alle ewige Entitäten sind, ist es sicher mal zuerst mal ein kosmischer Ruf an jede einzelne Seele, die sich aber zunehmend individualisiert. Weil der innere Weg ist ja nicht einfach nur eine Via Negativa, eine Abwendung von der Welt und sogar dahin gehen, nicht mehr existieren zu wollen, sondern es ist ein Individuationsweg der ewigen Seele in eine Begegnung mit dem Du Gottes, also in einen Liebesaustausch. Und dieser Liebesaustausch hat Sie zunächst auch zu den Hare Krishna in den Tempel in Zürich geführt. Dort waren Sie für ein paar Jahre, haben Sie dort gelebt, sind dann dort wieder weggegangen. Weshalb haben Sie entschieden, dass das nicht der richtige Weg ist, um diese Antworten zu finden? Also ich bin dankbar für diese Zeit da und wir hatten es wunderschön. Aber irgendwann stößt man auch, ist die Individualisierung des eigenen Innersten so stark, dass es tatsächlich nicht mehr in institutionellen Vorgaben wirklich funktionieren kann. Und ich glaube, dann kommt dieser Ruf zum Ureigensten hin. Wie sieht denn diese Antwortfindung, dieses Nachgehen dem Ruf bei Ihnen genau aus? Ich habe es zuvor gesagt, Sie sind jetzt seit über 39 Jahren eben als Mönch. Leben Sie? Wie leben Sie denn genau? Wie sieht diese Antwortfindung aus? Also als Mönch, das ist nur so eine äußere Daseinsform. Das ist für mich nicht mal so essentiell. Aber die innere Daseinsform? Die ist wesentlicher, ja. Das ist, erzählen Sie uns davon. Ich meine, ich stehe sehr früh auf am Morgen, meistens vor 4 Uhr. Und dann sind so mal die ersten paar Stunden ist wirklich für Meditation und für Gebet, meistens auch Mantra-Meditation. Und dann in der Gemeinschaft singen wir dann meistens noch eine Stunde miteinander und dann wieder ein Rückzug für ein paar Stunden, Studium, heilige Texte studieren, reflektieren. Und letztlich ist alles, das sind nicht Riten, sondern das ist nur kondensierte Liebe oder kondensierte Faszination eines Austausches. Vielleicht so wie Sigmund Freud hat mal so gesagt, Gottesvorstellungen sind so eine enttäuschte Vatersehnsucht, die man in ein diffuses Jenseits hin projiziert. Aber ich glaube, der innere Weg ist fast umgekehrte, dass man merkt, wir haben über viele, viele Leben hinweg alle Sehnsüchte immer nur im Außen deponiert, in der Hoffnung, Erfüllung zu finden in Beziehungen, aber es sind Kompensationen gewesen einer Gottesbegegnung. So, und all dieser Raum, den ich mir nehmen darf, ist eigentlich nur Ausdruck dieser heiligsten Faszination und einer Liebe oder ich könnte nichts anderes sagen als Freude. Ich glaube, wenn irgendwo ein Müssen in den inneren Weg käme, würde die ganze Kraft wegfallen. Ich habe eine letzte Frage noch, weil Sie jetzt immer wieder von diesem Ruf der Seele gesprochen haben und auch sozusagen von diesem ewigen Leben, auch durch die Reinkarnation natürlich. Was bedeutet denn Sterben für Sie? Es gibt ein kontinuierliches Sterben in jeder Sekunde, weil das nennt man Veränderung. Und das darf man tatsächlich umarmen lernen in allen Formen. Und ich glaube, das ist einfach, mit dem darf man Frieden finden. Das ist nichts Tragisches, dass sich Dinge verändern. Und das kann auch sein, dass nicht nur ein altes Kleid mal nicht mehr funktionstüchtig ist, sondern auch mal ein Körper abgelegt wird, der nicht mehr ganz funktionstüchtig ist. Aber es gibt noch ein viel größeres Sterben. Das ist nicht nur Körper ablegen, sondern tatsächlich eine Mentalität ablegen der Verankerung in der äußeren Welt, die mich viele, viele Leben
hier auch gehalten hat, dann würde man sagen, den großen Tod. Oder die Frage, habe ich etwas in mir drin, was so wesentlich und so kostbar ist, dass es irrelevant wird, ob Körper gerade gesund sind oder sterben. Vielen herzlichen Dank, Krishna Chandra. Danke dir. Ja, der bestirnte Himmel über uns, das ist Alexandra Kruses Welt. Sie nennt sich Botschafterin der Sterne und glaubt an die Kraft des Universums. Was das genau heißt und inwiefern ihr das half, das klären wir jetzt. Schön sind Sie da, Alexandra Kruse. Sie haben mal gesagt, die Spiritualität rettete mir das Leben. Was hat sie denn genau gemacht, die Spiritualität? Bekannt für große Worte. Das klingt schon wie so eine Überschrift, aber ja, tatsächlich kann ich die Überschrift über ihr Leben, ja. Ja, die Überschrift über mein Leben. Und wenn man mir das vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, ist klar, so endest du mal. Du sitzt hier in deinem Sternenkleid und redest von Sonne, Mond und Sterne. Warum die Spiritualität mir tatsächlich auf meinem Lebensweg geholfen hat, die Antwort ist für mich ganz klar in den Sternen zu finden. Ich schreibe halt Horoskope für Frauenmagazine und daraus habe ich irgendwie einen Lebensweg gemacht. Und das ist genau das, was wir eben schon gesagt haben. Ich glaube, ich lebe tatsächlich dieses Dharma. Das ist wirklich meine Aufgabe. Und ich bin selber immer wieder überrascht. Und es hat auch ganz viel mit Disziplin und ganz viel mit Fleiß zu tun. Und eben durch meine Biografie, ich habe ja als Moderedakteurin irgendwann mal angefangen und bin jetzt da und darf Menschen mit ihren Sternen verbinden. Und das ist eine wahnsinnig große Aufgabe. Ich finde, die ist manchmal sogar größer als ich selber. Ich sitze dann da und denke so, wow. Naja, die Sterne und der bestirnte Himmel ist ja auch größer. Ja, größer als wir alle. Wir alle sind und uns überhaupt vorstellen können. Deswegen brauchen wir Übersetzungshilfe. Ich bin ja eigentlich Botschafterin. Ich schreibe auch nur mit. Ich schreibe immer das, was mir dann so gesagt wird. Ah, okay. Muss ich mir das so vorstellen, dass Sie das eingesprochen bekommen? Es klingt jetzt wahnsinnig verrückt, aber es ist tatsächlich zu großen Stück. Ich meine, ich habe natürlich, weiß ja auch viel, was man halt so weiß. Der Steinbock liebt die Kontemplation, kann sich gerne konzentrieren, ist auf der Straße des Erfolges. All diese Plattitüden, die kenne ich natürlich, die kann ich abrufen. Und dann kommt aber wirklich noch so ein Stück wirklich dazu und ich schreibe einfach mit. Aber Sie haben jetzt zuvor gesagt, dass es vielleicht auch in den Sternen steht oder eigentlich in den Sternen steht, dass das Ihre Aufgabe werden wird. Wie viel hatten Sie denn wenn ich das gewusst selber hätte. zu entscheiden? Also ich kann mich natürlich schon jeden Tag neu dafür entscheiden. Ich könnte jetzt auch sagen, so, jetzt gibt es halt mal kein Horoskop mehr. Aber dadurch, dass halt dieses Schreiben so eine Regelmäßigkeit und so eine Routine von mir erfordert und eben ganz, ganz viel Disziplin. Ich meine, ich mache das ja tatsächlich eigentlich jeden Tag. Also ich komme mir selber schon vor wie in meiner eigenen Gebetsmühle. Und es sind ja immer 12 Stücke, mittlerweile sogar 13, das 13. Sternzeichen. In meinem Podcast habe ich das 13. Sternzeichen auch noch. Ja, so gucke ich auch manchmal. Ich verstehe zu wenig davon, dass ich jetzt wissend gucken könnte. Aber ich habe gesagt, die Spiritualität hätte ihr Leben gerettet. Und da geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, dass Sie eine sehr, sehr schwierige Zeit durchgemacht haben. Ihr Vater während ich geschrieben habe. Während Sie geschrieben haben. Also Ihr Vater hat sich das Leben genommen. Ihr Partner hat Sie und Ihr Kind sitzen gelassen, kann man, glaube ich, sagen, verlassen. Das ist Definitionssache natürlich, aber ja. Wir sprechen nicht unbedingt über Anwesende, aber sagen wir einfach mal, es war eine Trennung plus Ihre Schwester ist an Krebs gestorben. Das heißt, in dem Moment wird das alles ist in 3 Jahren fast 2,5. Das ist unglaublich. Ich meine, das und ein Chihuahua haben wir auch noch durcheinander geopfert. Bitte? Ein Chihuahua haben wir auch noch geopfert. Ein Chihuahua ist auch noch gestorben. Ja, sind wirklich, also das war, ich habe das mit meinem Vater konnte ich dann irgendwie verzeihen und annehmen, dachte, okay, es ist jetzt schon schlimm. Als ich dann das Kind alleine in den Kindergarten gebracht habe, beziehungsweise das Kind mich, Mama, wir müssen da lang. Also, okay, wir gehen da lang. Und dann noch meine Schwester so krank war, da habe ich dann wirklich, ich habe irgendwann gar nichts mehr geglaubt und gar nichts mehr gewusst. Aber ich hatte jetzt ja nun diese Aufgabe, diese Horoskope zu schreiben. Und ich wusste, dass da draußen sehr viele Menschen, vorzugsweise Frauen, die lesen ja immer noch die meisten Horoskope sind. Und ich kriege so viele Briefe und über Instagram so viel zurück für diese Arbeit. Und Frauen schreiben mir jeden Tag, dass es ihnen hilft, was ich sage und was ich mache. Das ist wie
keine Chance gab. Es gab keinen Weg, nicht damit so weiterzumachen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass diese zyklische Angebundenheit und einfach die physische Anwesenheit von Sonne und Mond, ich genau wusste, die Sonne geht auf, der Mond geht auf, das passiert sehr zyklisch, das passiert alles sehr, sehr regelmäßig. Und ich habe mich dann einfach dieser Regelmäßigkeit komplett hingegeben und weitergeschrieben. Und weitergeschrieben und weitergeschrieben und weitergeschrieben. Und das hat mir so viel Kraft zurückgegeben, dass ich jetzt, wo ich das alles ja wirklich überlebt habe, diese Aufgabe noch als viel heiliger ansehe und einfach noch viel mehr weitermache. Und das ist ja auch mittlerweile totaler Zeitgeist und der absolute Trend. Und das kam halt irgendwie noch dazu. Und da haben sich halt so zwei Sachen gefunden. Ich war ready, der Zeitgeist war da. Jetzt bin ich halt der Zeitgeist. Der Personifizierte. Ja, da sitzt er im Sternenkleid. Können Sie mir erklären, weshalb Sie glauben, dass es, Sie haben zuvor gesagt, das hilft auch vielen oder die Frauen melden sich bei Ihnen, wollen auch die eigenen Horoskope, eben Sie haben zuvor vom Podcast gesprochen und so weiter. Das eine ist Zeitgeist, das andere ist aber, dass es diesen Menschen offenbar und Ihnen auch wirklich etwas hilft. Über das Wissenschaftliche müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber nein, mit mir muss man das gar nicht mehr diskutieren. Ich bin raus aus dem Kleiderschrank. Aber der Punkt, weshalb das eigentlich den Leuten hilft, was sagen Sie dazu? Weshalb ist das so? Weil ich glaube, dass wir alle viel mehr Natur sind, als wir gerne wären. Wir hätten wahnsinnig gerne alles unter Kontrolle. Wir hätten super gerne jede App für alles. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, und ich meine, wir sind Seefahrer gewesen, wir sind den Sternen nachgefahren, so haben wir das Jesuskindchen gefunden, die Heiligen Drei Könige, da war ja was. Und diese ganzen Geschichten haben immer mit Sternen zu tun und haben immer auch mit einer Ausrichtung und einer Hingabe an eine höhere Macht zu tun. Und eben, ich habe das wirklich am eigenen Leib erlebt, der Heilige Gral und ich. Es ist wirklich, ich hätte das ja selber nie gedacht. Also ich wollte ja für immer in Paris auf der Modenschau sein. Das wäre total in Ordnung für mich gewesen. Also wirklich. Ich wäre mit Shopping einverstanden. Aber welcher Moment hat dann für Sie das so geändert? Es war nicht einer, es war so eine Verkettung von Umständen, wo irgendwann klar war, okay, es geht hier um mehr als nur um Schuhe. Mhm. Und spätestens, wenn man, so wie ich, mit so viel Schicksal konfrontiert worden ist und nicht daran zerbricht, dann merkt man, okay, da gibt's noch was. Es geht hier auch noch um was anderes. Es geht um das Ganze. Sie haben das aber als Kind ja schon ein bisschen mitbekommen, oder? Ja, meine Mutter war tatsächlich, die hat so einen ganz tollen Garten und die hat ihren Garten immer nach dem Mond bewirtschaftet. Mhm. Und mich hat das eigentlich eher genervt, weil es war so, der Mond ist im Krebs, wir müssen heute gießen. Dann wurde alles gegossen, weil Krebs ist ein Wasserzeichen und wenn ein Wasserzeichen dran ist, dann gießt man halt. Meine Mutter lebt nach dem Mond und dieser Garten sieht halt aus wie aus einem Märchen. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, das ist ziemlich praktisch. Und das ist der nächste Aspekt. Das klingt ja alles so nach Hokuspokus, aber hinter diesem Hokuspokus steckt eben sehr viel Logik. Es steckt ja auch in Astrologie die Logik. Und als ich dann verstanden habe, dass es tatsächlich sinnvoll ist, wenn man die Fenster zum richtigen Zeitpunkt putzt und nicht einfach willkürlich, weil die dann länger sauber bleiben, habe ich gedacht, ach so, ja, es ist vielleicht doch nicht so ein Unsinn. Und dann hatte ich plötzlich so ein Leben nach dem Kalender. Es ist halt einfach der Mondkalender, nicht der Sonnenkalender. Und es macht ganz, ganz viele Sachen viel einfacher, wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt macht. Sie sagen ja auch, Sie glauben ans Universum. Ich frage mich, was ist das für ein Glaube? Weshalb muss man eigentlich... Nee, aber ein bisschen anders vielleicht, als Sie jetzt gerade denken. Weil ich verstehe nicht, weshalb man ans Universum glauben muss. Ich verstehe ja nicht, wie man nicht ans Universum glauben kann. Und vor allem das Beste an der Sache ist ja, dass das Universum an mich glaubt. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Ich habe so viel immer wieder erfahren und immer wieder zurückbekommen, so Sachen, wo ich dachte, das kann jetzt ja wohl nicht wahr sein. Ganz gutes Beispiel. Gestern bin ich wach geworden und habe irgendwie auf Instagram gesehen, dass Madonnas Like a Virgin 40 Jahre alt ist. Und da dachte ich, interessant, das Lied ist ja Skorpion, jetzt ist gerade Skorpionsonne, 40 Jahre. Da dachte ich, das könnte ich ja mal wieder hören. Gehe ins Badezimmer, mache das Radio an und es kommt Like a Virgin. Denke ich, das ist ja praktisch. So, also dann mussten Sie nicht auf Spotify gehen. Ganz genau. Ja. Ja, aber es ist eben sehr viel Praktik in der Magie. Und wie sieht das Leben sonst so aus, wenn man an Magie, ans Universum glaubt? Das kann man auf meinem Instagram-Account sehr schön beobachten. Ich möchte ein Beispiel nennen, das ich gelesen habe. Stimmt es, dass Sie in Zürich mit 5-Liter-Kanistern Quellwasser holen? Ja, das ist richtig. Hat das damit etwas zu tun? Ja, das hat damit 100%ig ganz viel zu tun. Auch das ist eine sehr praktische Geschichte. Wenn man nur 4% weniger Wasser im Körper hat, ist man nachgewiesen schlechter drauf. Das ist Wasser ist
das Allheilmittel für sehr vieles. Das wusste auch schon Paracelsus, der hat ja diese schönen Quellen. Ich könnte jetzt einen ganzen Monolog, 3 Stunden könnte ich jetzt nur über das Element Wasser sprechen, das erspare ich uns allen. Jedenfalls ist es tatsächlich so, ich habe irgendwann herausgefunden, dass die Stadt Zürich eine Notwasserversorgung hat. Und diese Notwasserversorgung ist eben dafür da, dass das schönste, reinste, frischeste Quellwasser an verschiedenen Brunnen, die man auf so einem, die Schweiz, PDF, kann man es runterladen und gucken, wo ist der nächste Quellwasserbrunnen. Da habe ich gedacht, ich wäre doch total blöd, wenn ich in den Supermarkt gehe und das Wasser bezahle. Gehe ich doch lieber mit meinem kleinen Kanister und dem Hund zum Brunnen, nehme das Wasser und freue mich darüber, dass ich das beste Wasser habe, was man überhaupt trinken kann. Also meines aus der Leitung schmeckt eigentlich auch. Ja, aber jetzt können wir 3 Stunden über die... Ich meine, allein der Weg, den das Wasser durch die Leitung schon hinter sich hat, ist schon recht strapaziert. Ich habe halt lieber das vom Berg. Aber das ist ja das Schönste an der Sache. Es kann sich ja jeder selber entscheiden, was er für ein Wasser trinkt. Vielen herzlichen Dank und danke für den Tipp. Ja, Nationalrätin Sibel Arslan kam mit 11 Jahren aus Ostanatolien in die Schweiz mit einer naturverbundenen Religion im Gepäck, die hier kaum jemand kannte und von der sie selbst nicht wusste, dass sie ihr angehört. Herzlich willkommen, Frau Arslan. Weshalb wussten Sie denn erst, als Sie in der Schweiz waren, dass Sie Alevitin sind? Ich glaube, die Familien in der Türkei haben oft versucht, ihre Kinder dadurch zu schützen, indem dass sie nicht darüber gesprochen haben, dass sie einer anderen Religion angehören. Ich bin in der Schule in die Religionsunterricht gegangen und da hat man natürlich Verse aus dem Koran gelernt und es hat aber überhaupt nicht mit dem gepasst, wie ich aufgewachsen bin, was ich zu Hause erlebt habe. Ich bin nie, also die Aleviten gehen nicht in die Moschee oder diese Gebete 5-mal am Tag gibt es bei uns nicht. Deshalb war es immer wieder auch etwas, was ich zwar so wahrgenommen habe, aber nicht gemerkt habe, dass es etwas ist, was eben meine Eltern anders machen oder insbesondere meine Mutter, weil sie damals eben alleine für uns verantwortlich war. Weil Ihr Vater schon in der Schweiz war. Und so habe ich dann eben, als ich in der Schweiz war mit 11, später so etwa mit 12, als ich zuerst entdeckt habe, dass ich einen kurdischen Hintergrund habe, parallel wurde mir auch mitgeteilt, dass ich einen alevitischen Hintergrund habe, dass ich einer alevitischen Religionsgemeinschaft angehöre. Also Sie sagen jetzt Schutz, das hängt damit zusammen, dass Alevitinnen und Aleviten in der Türkei seit Jahrzehnten darum kämpfen, dass sie öffentlich anerkannt werden, um Gleichberechtigung auch kämpfen. Man sieht sie oft auch als Gefahr an. Was heißt das aber konkret? Wie haben Sie diese Religion zu Hause gelebt, wenn man sie ja vielleicht nicht unbedingt nach außen kehren wollte? Das Erstaunliche ist ja, dass ich sehr frei aufgewachsen bin, also insbesondere in Anatolien, in unserem Dorf oder dort, wo ich auch aufgewachsen bin, weil es auch sehr viele alevitische Familien waren wahrscheinlich. Es ist eine sehr gleichberechtigte, sehr naturverbundene Religion, wirklich sehr naturverbunden. Also das heißt, die Sonne ist heilig für uns, der Mond ist heilig für uns, die Bäume. Also wenn ich irgendwann mal einen Baum umarme und die Leute sehen mich, das ist nicht, weil ich eine Grüne bin, sondern weil ich alevitischen Hintergrund habe. Vielleicht hängt aber das ja auch zusammen. Ja, eben, das ist natürlich die Frage. Und das war dann natürlich etwas, was ich so als normal betrachtet habe. Man trinkt bei uns Alkohol, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Gebet oder Gottesdienst, das einmal im Jahr stattfindet, findet bei irgendjemandem zu Hause statt. Da zündet man eine Kerze und tanzt und singt, ist gemischt. Und doch wurde das anscheinend eben in der dann später sehr islamisch geprägten, auch fundamentalistischen Kreisen dann als eine Bedrohung wahrgenommen. Es habe auch verschiedene Massaker gegeben. Zuletzt, als ich in der Schweiz war, 1993, wurden in Sivas 35 Personen lebendig verbrannt in einem Hotel, als sie eben auch wegen Alevitentum oder wegen dieser Philosophie, Religion sich zusammengetan haben. Und das hat natürlich auch mit den Leuten etwas gemacht, dass sie sich immer versteckt haben, weil sie als gottlos bezeichnet worden sind, vertrieben worden sind. Deshalb gibt es auch sehr viele
Menschen in Europa. Und die Geschichte ist eben aber auch so, dass sie in Anatolien anscheinend schon vor Christentum vor Ort waren und mit der Zeit sich immer wieder so auch angepasst haben. In den Städten gibt es sehr viel Assimilation, in den Dörfern lebt man viel natürlicher, wie meine Großmutter das gelebt hat. Also so sehr, sehr durchmischt, das heißt einerseits so sehr natürlich für mich, sehr naturverbunden und sehr gleichberechtigt. Gott ist im Menschen inne. Und auf der anderen Seite natürlich so, dass man das anscheinend gar nicht gegen außen getragen hat. Aber erzählen Sie uns ein bisschen von dieser Großmutter. Eben, Sie sind auf dem Land, auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ja, ich habe mir überlegt, was ich so sehr eindrücklich gefunden habe immer wieder. Sie ist immer sehr früh auch aufgestanden, wie wir das auch vorher gehört haben, bevor die Sonne aufgegangen ist. Und sie hat immer, wenn die Sonne aufgegangen ist, sich bedankt und gebetet. Und sie hat immer wieder auch Brotkrümel mitgenommen, hat das den Vögeln gegeben und hat immer auch Wasser hingelegt. Und dabei gab es überall Wasser, wo die Vögel trinken konnten. Aber sie hat immer wie auch das unterstrichen, dass die Tiere auch ihren Anteil bekommen sollten. Oder wenn am Abend der Mond erschienen ist, dann hat sie sich bedankt und hat sich auch, dass es ein Licht gibt, auch für diejenigen, die in Jenseits sind, dass sie eben Licht bekommen. Oder wenn sie eine Hostie machen, dann wird das gebrochen. Den ersten Teil geben sie den Tieren oder den Vögeln und dann wird das aufgeteilt. Wenn sie zum Beispiel auf dem Feld gearbeitet hat, dann bevor sie den ersten Schlag in die Erde gemacht hat, hat sie sich zuerst entschuldigt. Wenn Tiere geschlachtet worden sind, hat man sich zuerst entschuldigt und hat die Einwilligung eingeholt, wie man das auch machen kann. Aber das passiert immer noch so, dass man sich entschuldigt und auch erklärt, warum jetzt das Tier zum Beispiel geschlachtet wird. Weil bei den Aleviten eben alle Lebewesen eins sind, Einheit, auch mit dem Göttlichen und dass jeder eben das Göttliche inne hat und deshalb so dieser Respekt da sein muss und deshalb auch das Einverständnis gegeben werden sollte. Jetzt eben in der Schweiz gibt es natürlich Aleviten, Alevitinnen auch im Haus der Religionen, gibt es sie. Es gibt eine Räumlichkeit auch für deren Feiern, trotzdem nicht eine besonders bekannte Religion hier. Wie leben Sie, wie lebt Ihre Mutter denn überhaupt, diese Religion hier? Es gibt eben nicht so viele Djemhäuser oder Dergahs, wie wir das hier im Haus der Religionen leben. Die Aleviten versuchen auch jetzt im Exil, nachdem sie eben in der Türkei zum Beispiel auch verfolgt worden sind, als die Häuser zum Beispiel auch an gewissen Orten von sehr konservativen Personen auch mit einem X bezeichnet worden sind. Markiert worden sind so, und immer noch eigentlich auch nicht die Gleichstellung haben. Hat man natürlich auch versucht, jetzt im Ausland, insbesondere im Exil, auch viel mehr Gehör zu verschaffen, und versucht sich auch so in diesen Djemhäusern zu etablieren. In der Türkei passiert das jetzt auch inzwischen schon mehr. Aber das sind eben zwei so Flügel. Die eine Seite sagt, dass es eben unter Islam zu subsumieren ist. Die andere Seite hingegen sagt, dass es nicht der Fall ist, sondern unterschiedliche Religionen sind. Das können dann Historiker oder Philosophen oder eben auch Theologen herausfinden. Und was ich erlebe, was meine Eltern, glaube ich, richtig gemacht haben, dass sie mich auch als Jugendliche manchmal mitgenommen haben. Ich habe das nie verstanden, warum ich das machen soll, muss, weil mir immer wieder auch beigebracht worden ist, dass alle Religionen gleich sind und dass es keine Hierarchie gibt unter den Religionen. Und dann wussten Sie nicht, weshalb Sie überhaupt sich für eine entscheiden müssten, oder wie? Ja, es ist auch keine Entscheidung. Also würde ich jetzt sagen, ich möchte eine andere Religion ausleben, wäre das überhaupt kein Problem für meine Eltern. Diese Hierarchie gibt es nicht. Es heißt immer wieder, jeder Mensch muss das Göttliche in sich finden, oder es ist so wie, das ist im Menschen selber, in Hak ist beim jedem Menschen selber innewohnt. So. Und deshalb das Göttliche. Das Göttliche, genau. Und doch hat sie mich dann manchmal mitgenommen an diese Djem-Zeremonien.
wo es eben durchmischt ist, wo es die Hostieteilung gibt, wo man eben auch gemeinsam diese Hierarchien abschaut. Bevor man in diese Zeremonien reinkommt, muss man sich zuerst mit allen, mit denen man zum Beispiel einen Streit hätte, versöhnen. Und erst dann geht man da rein, man bringt etwas und das wird dann geteilt. Und all das hat sie mir irgendwie mitgegeben. Und jetzt merke ich, im so Erwachsenenalter profitiere ich fest davon, weil ich wieder das Gefühl habe, es ist auch wie so eine Zeremonie, eine Art von Glaube. Es ist schön zu wissen, dass es irgendwie etwas ist, was sie mir mitgeben konnten, dieser Respekt und auch diese Gleichberechtigung für alle Lebewesen. Aber jetzt haben Sie gesagt, es könnte auch irgendeine andere Religion sein. Empfinden Sie dieses Alevitentum, was Sie mitbekommen haben, nicht als besonders konstituierend für Ihre Identität? Gute Frage. Es ist hypothetisch. Ich weiß nicht, wie ich anders herausgekommen wäre, wenn ich andere... Ja. Aber ich kann, glaube ich, schon sagen, dass ich sicher davon profitiert habe, dass ich als starke Frau natürlich auch das leben konnte und das überhaupt kein Hindernis war so mit der Kultur, mit der Religion. Dass ich mich auch so stark für Menschenrechte, demokratische Werte, für die Umwelt einsetze, ist wahrscheinlich auch nicht sehr zufällig, vielleicht doch, weil eine Schweizer Kollegin oder ein Schweizer Kollege, der nicht Alevit ist, engagiert sich auch. Aber es hat sicher etwas mit mir gemacht. Und ich kann es nur so annehmen, dass ich finde, das ist schön, dass sie das versuchen weiterzugeben. Aber ich merke, dass eben, durch das es auch zum Beispiel in vielen Ländern nicht anerkannt ist, dass es dann überhaupt nicht auch richtig ausgeübt ist, dass junge Menschen, von denen war ich auch betroffen, überhaupt nicht wissen, um was es dann geht. Und sehr viele alevitische Familien haben das Gefühl, dass ihre Kinder assimiliert werden, auch in andere Religionsgemeinschaften hineingezogen und mit Radikalisierung konfrontiert sind. Und diesen Schutz haben sie nicht. Und das ist dann etwas, was mir manchmal auch leid tut. Würden Sie denn sagen, es gibt einen entscheidender Moment in Ihrem Leben, der ausschlaggebend war für das, was Sie heute sind und machen? Ich glaube, das ist wirklich auch dieser, es ist kein Moment, sondern dieses Gefühl, dass alles fair und gerecht sein sollte. Das lernt man irgendwie, glaube ich, so von klein auf in dieser Religion. Es gibt wie keine Hierarchien. Würde ich zum Beispiel als Nationalrätin in einem alevitischen Verein so tun, als wäre ich wichtig, würde die strengste Person meine Mutter sein, die dann findet, was soll das? Sind alle gleich und kommen wieder runter. So, also es geht wie Bescheidenheit. So die Bescheidenheit und diese Art vom Wirken. Das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes, was ich von den Eltern, von dieser Kultur, von dieser Religion, wenn wir das so sagen, mitgenommen habe. Vielen herzlichen Dank, Sibel Arslan. Danke. Welche Begegnungen haben euren Lebensweg geprägt? Schreibt es uns gerne hier in die Kommentarspalte. Und hier drüben findet ihr eine Sendung mit der Gerichtsreporterin und Pfarrerstochter Sabine Rückert. Bis zum nächsten Mal.